Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel beim SC Freiburg. Ich bin fast live mit dabei. Die ersten eine Minute schon. Riesenmusik im Hintergrund. Wir werden es gleich hören. Ein bisschen schwer zu verstehen. FC Bayern, Technik wieder on point. Wir kennen es ja nicht anders. Ja? Wilde Geschichte. Aber gut. Bevor wir reingehen in die PK, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums. Ne? Schauen wir mal, was die Guten hier zu sagen haben. Ich denke mal, Champions League Auslosung wird ja noch ein Thema sein. Wahrscheinlich Transferfenster, bla, Sülz. Also Abfahrt. Also erschreckt euch nicht, es gibt jetzt erstmal Mucke. Kerry Howe für Sky ist der erste Mann. Jawohl, eine Frage erstmal an Vincent Kompanie. Wie blicken Sie auf dieses erste Heimspiel für Sie in der Allianz Arena? Was können Sie zum Personal sagen? Und die Frage an Max Eberl, ist das Transferfenster für den FC Bayern geschlossen oder nicht? Also von mir aus endlich ein Spiel in die Allianz Arena. Also ich habe das Gefühl, dass ich schon ewig hier bin, aber letztendlich noch nie einmal in die Allianz Arena gespielt und ich freue mich schon drauf. Ich glaube auch, dass die Neuzugänge sich darauf freuen, genau wie ich. Und ja, wir wollen einfach am Sonntag hoffentlich was gut machen für die Fans. Von Kader her, das ist für alle bis heute Abend in Deutschland. Oder dann wird's geschlossen. Alter. Solange der Transfermarkt offen ist, und das wisst ihr ja, und eure Berichterstattung ist ja auch sehr in den letzten Wochen darauf, ist ja normal, ist ja so ein bisschen die dritte Saison drauf ausgelegt. Halleluja. Also ohne Scheiß, man sollte da echt mal, hier. Heute meldet euch einfach. Ich ziehe auch nach München, ist kein Thema. Ja, man sollte da mal einen vernünftigen ITler und einen vernünftigen Koordinator einstellen, Alter. Das ist ja, also, das ist der FC Bayern, Alter. Wir sind ein Weltclub und kriegen es auch nicht mehr ziehen, dass noch nicht mal in der ersten Minute die Musik abgeschaltet wird. Also, Katastrophe, Alter. Es kann im Fußball immer was passieren. Immer. Es kann immer was passieren. Entschuldigung, dass ich. Tarwechsel ist noch nicht vom Tisch. Ich übersetze das mal für euch. Hier vorne Mario Krischl für den Kicker. Übersetze auch mal für euch, dass Kingsley Coman noch wechseln wird. Ja? Wenn in England keiner will, dann geht er halt nach Saudi-Arabien, das ist das Transferfenster bis 2 Tage länger, glaube ich, auf. Also macht euch keine Sorgen. Es kommt noch Geld in die Kasse. Servus Vincent. Servus. Eine Frage zu Michael Olise. Der ist jetzt ein paar Wochen hier. Wie hat er sich denn eingefunden? Er wirkt ja, sagen wir mal, in Interviews immer sehr zurückhaltend. Wie tickt er denn so im Training und in der Kabine? Und eine Frage noch an Herrn Eberl. Gabriel Vidovic soll ja von der Leihe zu Mainz stehen. Dafür müsste er ja aber vorher bei Bayern verlängern, oder? Also von meiner Seite, ich glaube, wir müssen alle mal versuchen, mal eine PK zu machen wie Michael. Ich glaube, das ist... Dann können wir alle ganz schnell nach Hause. Und aber der ja... Coole Jacke übrigens, gefällt mir. Ich glaube, das ist ein Junge mit ganz viel Selbstvertrauen. Und der hat schon von Anfang an, glaube ich, seine Integration verschnellt, glaube ich, wegen seiner Selbstvertrauen. Und ja, hoffentlich wird er in den nächsten Wochen schon zeigen, wie gut er ist. Und ja, für Bayern ist es wird er auf jeden Fall in meiner Meinung in Zukunft eine wichtige Spieler werden. Aber er muss das erstmal noch natürlich zeigen und verdienen und hoffentlich kann er auf diesem Weg schnell gehen. Ja, also ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Alles, was wir bisher gesehen haben von ihm, war ja schon gut, ja, und erfrischend auf dieser Position, ne? Dass man da mal was Neues sieht und man sieht, dass er Zug zum Tor hat und also ich gehe davon aus, dass wir eine Menge Freude an dem Spiel haben werden. Ja, und das schließt ja an die erste Frage an von Herrn Hau, dass da noch Dinge passieren können. Und wenn wir Gabi verleihen wollen, dann müssen wir verlängern, das ist logisch. Das haben wir schon verstanden, wie es funktioniert. Dann wird also ich fand Vidovic bisher
sehr, sehr stark. Jedes Mal, auch letzte Saison, wenn er mal spielen durfte. Wenn natürlich die Aussicht wirklich wieder nur ist, wie letzte Saison auch, ja, du spielst nur, was weiß ich. Wenn es absolut brennt, dann leih den Jungen aus. Wir sehen gerade bei Paul Wanner, wie wichtig das ist für die Entwicklung. Natürlich schade für den Jungen, ne? Aber wenn man halt keine Spieler auf Außen los wird, ist das wahrscheinlich the way to go. Ob man das dann bereuen wird, wenn die alteingesessenen Sanés und Gnabrys und Comans, wenn sie bleiben sollten, wieder in ihre alten Muster verfallen, wird man sehen. Ja? Aber du hast natürlich auch noch ein Tell. Also für den Jungen, für die Entwicklung wäre es natürlich super, wenn er spielen würde oder mehr spielen würde. Erst recht beim Bundesligisten regelmäßig spielen würde. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ein bisschen schade, dass man ihn nicht in den direkten Konkurrenzkampf schickt gegen einen oder allen anderen eingesessenen Star. Wobei man sagen muss, die waren ja bisher auch nicht jetzt so super schlecht, wie es so die letzte Zeit war. Ja, also Gnabry war ja ordentlich. Wie es mit dem Sané aussehen, wird man sehen. Also ja, und zur Not hast du halt noch, musst du auch dann aus der zweiten Mannschaft, du hast einen Iran Kunda, den du hochziehen kannst, du hast auch einen Azno, den du hochziehen kannst, der auch einfach auf einer Außenposition spielen kann. Ansonsten hast du natürlich auch einen Kimmich, der könnte auch nur auf einer Außenposition im Mittelfeld spielen. Ja, wenn er ein rechter Verteidiger spielen kann, kann er auch einfach nur die offensive Position bekleiden. Ja, ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn er dann so ein Olise oder sonst wer da rumfeuert. Aber gehen würde das auch. Also von daher würde es wahrscheinlich am Ende des Tages Sinn machen, wenn er da die Spielzeit bekommt, sich ein Jahr weiterentwickelt und dann nächstes Jahr vielleicht, ähnlich wie Paul Wanner, dann als Maschine zurückkommt. Würden wir das auch tun? Kein Vorwurf, ich wollte es nur gesagt haben. Der Ball lag so zum Einpatten gerade. Ja. Dann würden wir das so zum Reinschießen heißt das. tun und nochmal, ich weiß, die Transferperiode ist jetzt echt eine sehr, sehr intensive Phase und ich weiß ja, bei Bayern München ist das meine erste, dass sehr, sehr viel, sehr, sehr groß gemacht wird und aber eins kann ich sagen, wir werden keinen Spieler mehr verpflichten. Wenn, dann wäre es vielleicht ein Abgang, aber alles andere haben wir im Kader stehen, mit dem wir sehr, sehr zufrieden sind und sehr, sehr glücklich sind und einfach das Gefühl haben. Okay, wir werden keinen Spieler mehr verpflichten. Das heißt, man hat also von Tane Absage oder von Leverkusen Absage bekommen. Okay, dann wird es interessant zu sehen sein, ob ein Tal den Verein noch verlässt. Ich habe ja auch gelesen, dass Pini Zahavi sein Berater ist. Das sagt auch schon alles aus, wa? Erinnert euch mal an Levi oder Alaba bei uns. Top-Berater für den Spieler, für die Vereine nicht. Ja, wild. Okay. Dann Eric Dyer rein in die Viererkette. Haben den größtmöglichen Erfolg, den wir immer wieder, in dem wir gemessen werden, versuchen zu erreichen, nämlich jedes Spiel zu gewinnen, um dann die Titel auch wieder nach München zu holen. Die Aufgabe ist groß, die Aufgabe ist schwer, aber der Kader mit dem Trainerstab zusammen, wo eine unfassbar neue Energie in diesen Kader auch reingekommen ist, es fühlt sich gerade alles sehr, sehr gut an. Weiter in der ersten Reihe Stefan Kumberger für Sport 1, bitte. Ja, hallo in die Runde. Herr Eberl, Sie haben gerade schon über die Belastungen gesprochen, über Monaco, Ihre Reisen etc. Wie steht es um den Akku jetzt am Ende der Transferperiode bei Ihnen? Wie fühlen Sie sich körperlich und mental und warum spielt Jonathan Tah in Zukunft nicht für den FC Bayern? Und was mit der Gesundheit von den Trainern dann? Du fängst doch gerade erst an zu arbeiten. Danke nach der persönlichen Frage. Ja, die Frage muss er sich halt leider gefallen lassen. Ne? Und ist vielleicht auch wichtig und richtig. Ja? Weil aufgrund seiner Vergangenheit, ja, ist es vielleicht gut, da mal nachzufragen. Er wird da natürlich sehr wahrscheinlich nicht ehrlich drauf antworten. Ne? Das ist nichts, was die breite Öffentlichkeit anbelangt, aber ja. Mir geht's gut. Trotzdem bin ich froh, dass die UEFA genau da diese Länderspielpause reingelegt hat. Da bin ich extrem dankbar. Nach einer Transferperiode, eine Länderspielpause, eine der wenigen guten Entscheidungen der UEFA. Nein, das ist ein Spaß. Auch einige andere guten, aber sehr, sehr dankbar dafür. Und es hat tatsächlich auch Spaß gemacht, wenn ich so ein paar Dinge mal ausblende, die drumherum passiert sind. Macht das immer Spaß, einen Kader zu bauen, weil du einfach mit Menschen sprichst. Du sprichst mit dem Trainer, du diskutierst über Positionen, über Profile, was passt, was kann passen, was passt nicht, was könnte man sich vorstellen, was ist dann eben nicht machbar, weil Rahmenbedingungen eben. Genau, und dann kommt so ein Uli Hoeneß daher und sagt, wir sind keine Geldscheißer, so geht das nicht.
Wir müssen erstmal verkaufen. Und dann wird man eingebremst und kann seine ganzen Planungen, die man getätigt hat und seine ganze Arbeit, wird einfach in die Ecke gestellt. Ja. So sieht das aus. Weil ich glaube, so ein Doué, dass er dann nach Paris gegangen ist, ich glaube, der wäre auch zu uns gekommen. Ja. Wenn man dann nicht diese Hinhalte-Taktik hätte fahren müssen, die man dann fahren musste, weil Uli Hoeneß meinte, da jetzt einschreiten zu müssen. Ja, Bärendienst. Von daher, sie stehen jetzt mit dem Kader da, mit dem wir da stehen. Frage ist, geht ein Coman noch, geht vielleicht ein Goretzka noch? Das sind die einzigen beiden, wo man vielleicht, ich gehe beim Goretzka nicht mehr davon aus, beim King vielleicht. Ja. Dann Umbruch. War es ein starker Umbruch, oder? Wenn die alle bleiben noch. Bild. So sind, wie sie sind. Aber da mache ich in Eberl und einen Freund keinen Vorwurf. Ich denke, dass die gut gearbeitet haben und Vorstellungen hatten. Das hat man gesehen. Ja, sie wurden halt dann einfach mitten in der heißen Phase mal aber sowas von in die Ecke gestellt vom Uli und dem Aufsichtsrat. Ja. Kaderplanung ist ein Puzzle von Menschen und Menschen mit Emotionen, mit Gefühlen, mit Stärken und Schwächen. Das ist nicht einfach. Ich beschreibe es immer gerne wie ein Orchester, was zusammengestellt wird. Und wenn die Flöte falsch spielt, dann ist das ganze Orchester, Entschuldigung für ein A, .. Und genauso ist es im Fußball auch. Du baust eine Gruppe, du baust eine Truppe. Max, kannst ruhig Arsch sagen in der heutigen Zeit. Mit der du versuchst, dann eben deine Erfolge, deine Ziele zu erreichen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, weil man sehr, sehr viele Gespräche führt, mit Menschen sprechen kann und gemeinsame Ziele definieren kann. Deswegen ist das eine schöne Sache. Und die andere mehr über Jonathan Tah. Es wurde jetzt so viel darüber geschrieben. Ich habe eigentlich mir geschworen, ich möchte mich gar nicht erklären müssen, was da passiert und was da passiert oder nicht passiert ist. Aber am langen Ende, wenn du natürlich dauernd irgendwie gefühlt durch den Kakao gezogen wirst, wenn du dauernd irgendwie in ein Licht geschoben wirst, was bei Verhandlungen für Gib uns ein Stück, lass es raus. mich, was ich immer gesagt habe, hinter verschlossenen Türen zu passieren hat, dann ist das so, dass Leverkusen uns vor 3,5 Wochen eine Deadline gesetzt hat, gesagt hat, hört zu, bis dahin müsst ihr diese Summe zahlen. Und ich habe Simon Rolfes schriftlich gesagt, Simon, danke für die Deadline, danke für den Betrag, den du uns genannt hast. Wir können beides nicht erfüllen und damit sind die Verhandlungen beendet. Das war vor 3,5 Wochen. Und das ist die wahre Geschichte, die hinter diesem Transfer steht. Natürlich habe ich jetzt nochmal nachgefragt, falls wir einen Verkauf hätten und nochmal Geld zur Verfügung hätten, ob wir es dann tun könnten. Sie hören den ganzen Konjunktiv dabei. Nein, ist man nicht und dann ist das auch in Ordnung. Und dann geht da keiner als Verlierer raus. Normal, wenn man es hinter verschlossenen Türen. Ja, aber das bestätigt ja mein Take. Ja, sehr schön. Danke, Maxi. Danke. Das bestätigt ja mein Take. Ja, man sieht, dass auf jeden Fall gewisse Vorstellungen da war und der Aufsichtsrat dann gesagt hat, nein. Ja, warum? Würde man nicht für 7 Spieler Gehälter zahlen, die Mondgehälter sind, hätte man wahrscheinlich auch ein paar Millionen mehr zur Verfügung. Ja, das hat man halt nicht und dann ist das Thema, was gerade da ist, das Thema. Ja, ganz einfache Kiste. Aber mit der Aussage sieht man doch sehr, sehr gut, dass Max Eberl und ich nehme Freund da mit ins Boot, mit Sicherheit noch die eine oder andere Vorstellung hatten, sie aber einfach nicht umsetzen durften. Und natürlich auch begründet darauf, dass Spieler nicht weg wollen, ja, und auf ihren Verträgen hocken bleiben. Obwohl man ihnen wahrscheinlich klar kommuniziert hat, wie die Lage ist. Ja. Also so muss man das mal ein bisschen differenzierter betrachten. Und ja, da jetzt nochmal anzufragen, ist natürlich auch ein bisschen ein Trauerspiel. Das muss man auch sagen. Wenn man da jetzt nochmal hingeht und sagt, ja, nee, können wir den dann vielleicht doch für die Kondition haben, wenn wir jetzt noch einen Spieler verkaufen sollten? Wild, ja, und mit Sicherheit nicht FC Bayern-like, meiner Meinung nach. Dass man vorher sagt, nein, zu den Konditionen machen wir den ganzen Bums nicht, völlig legitim. Und wenn man dann nicht weiterredet, auch völlig legitim. Ja, und dann werden wir sehen, ob Jonathan Tah nächste Saison ablösefrei zum FC Bayern wechselt oder ob er jetzt noch woanders hingeht. Ja. We will see. Wir werden es erleben. Ja. Oder in der Winterpause, wer weiß, was dann noch passiert. Ja, aber ich denke, die Aussagen zeigen ganz gut, auch die Zeit, die er gesagt hat vor 3 Wochen, dass da halt wirklich die Kelle vom Aufsichtsrat kam und alles komplett eingebremst, eingestampft wurde.
Ja. Was man vielleicht irgendwo verstehen kann. Auf der anderen Seite, ja, wir wissen nicht, was genau intern abläuft, ja. Aber wenn der Aufsichtsrat sagt, was weiß ich, die können keine gestandenen Spieler wegschicken, Blasöls und so weiter, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Aber ja, Transferphase ist zu in 2 Tagen. Wir werden am Montag im Stream, könnt ihr euch schon mal vormerken, Montag 18 Uhr, werden wir mal, oder ich, aus meiner Sicht die Transferphase beurteilen und dann auch diese Themen mit reinnehmen. Macht, sondern ist es ganz sauber und so sind jetzt alle 3 Parteien in der Öffentlichkeit und jeder erklärt sich irgendwie, Jonathan gestern, Leverkusen, wir und das ist natürlich wieder gefundenes Fressen, das weiß ich, aber trotzdem für mich war es einfach mal ein Bedürfnis, auch dann an der Stelle, wenn man dann schon immer wieder in dieses Licht gerückt wird, einfach mal ganz simpel zu sagen und wie gesagt, das ist nichts Schlimmes, es ist nichts Verwerfliches, es ist eine normale Transferperiode, wo diskutiert, verhandelt, versucht wird, im Rahmen der Möglichkeiten, die ein Verein bieten kann und der andere eben fragt. Und wenn das nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Und dann geht es weiter. Und wie ich gerade schon gesagt habe, deswegen war meine Einleitung doppelt so wichtig, wir sind glücklich mit dem Kader, den wir haben. Natürlich überlegt man, aber wir sind extrem glücklich mit dem Kader, den wir haben. Was soll er anders sagen? Also ich glaube nicht, dass er extrem glücklich ist mit dem Kader, den er hat. Ich glaube, wie ich gerade schon sagte, er wird noch andere Vorstellungen gehabt haben. Etwas länger auf 2 Fragen, Entschuldigung. Nikolaus Linner ist an der Reihe für die Bild-Zeitung. Servus zusammen. Frage an Vincent Kompany. In Wolfsburg war die Offensive ja schon richtig in Gange. In der Defensive gab es immer wieder größere Wackler. Mich würde da interessieren, mit Blick auf das Spiel gegen Freiburg, wo setzen Sie an, um das in den Griff zu bekommen? Denken Sie an personelle Veränderungen in der Startelf? Wie gehen Sie mit den beiden um, die vielleicht in Wolfsburg nicht so ganz das glückliche Spiel hatten? Wie ist da Ihr Plan? Nein, also klar, wir beobachten alles natürlich und wir gehen ganz in die Tiefe auch immer wieder, um die Lösungen zu finden und hoffentlich ein perfektes Bild zu bekommen, wenn wir spielen. Aber letztendlich, es gab, wie gesagt, in der ersten Halbzeit von jedem Spieler in der Mannschaft eigentlich eine ganz, ganz gute Partie und ganz gute Momente. Und in der zweiten Halbzeit, nach 10 Sekunden oder 15 Sekunden oder so, gehen wir das Momentum weg. Und fairerweise muss man aber auch sagen, dass Wolfsburg in der ersten Halbzeit auch nicht so stark war wie in der zweiten. Ja? Also das ist jetzt nicht nur auf uns begründet, da gehören schon beide Parteien dazu. Ja? Klar waren wir in der ersten Halbzeit auch stark, haben Wolfsburg gar nicht aufkommen lassen. Natürlich ist das auch ein Faktor, aber Wolfsburg war in der zweiten Halbzeit dann auch richtig eingestellt auf uns. Ja? Und ja, wir haben es natürlich dann auch zugelassen, logisch, aber da gehören auch immer beide Mannschaften zu, ne? Ja, Momentum, das ist manchmal ein individueller Fehler von einer, ist manchmal, das ist auch ganz oft kollektiv. Und wir haben das auch zusammen nicht geschafft, um das schnell zu drehen, aber letztendlich haben wir gekämpft, sind wir gelaufen, haben wir weitergespielt, haben wir weiter Chancen erzielt und die Mentalität war ganz gut. Und Sie verstehen natürlich jetzt, was ich meine. Ich gehe jetzt wieder auf die Mannschaft. Und was wir besser machen mussten gegen Wolfsburg, müssen wir als Mannschaft lösen. Und was wir gut gemacht haben gegen Wolfsburg, haben wir auch als Mannschaft gemacht. Und alles andere von Personal her ist meine Rolle, diese Entscheidungen zu machen. Aber es ist nicht so viel, es muss nicht immer Stress sein. Es ist einfach was Positives. Man kann auch entscheiden für einen Spieler und nicht gegen einen Spieler. Ja, na logisch. Ja, man muss jetzt nicht sagen, keine Ahnung, was weiß ich, den Spieler an die Wand nageln, aber man muss fairerweise auch sagen, wenn er halt schlecht spielt, dann muss man es auch kritisieren dürfen, ja. Und natürlich ist es dann eine Entscheidung für einen Palinja oder für einen Eric Dyer, wenn die spielen sollten. Das kannst du halt so rum und so rum verkaufen, ja? Wie es dir besser gefällt. Entweder stellst du das Negative in den Mittelpunkt und sagst, ja, hier war es so schlecht, ihr spielt nicht. Oder du sagst einfach, Palinja und Eric Dyer sind so stark, die müssen spielen. Ja. Das ist für mich immer wichtig. Eins dahinter, Klaus Bergmann für die dpa. Herr Kompany, Max Eberl hat gerade gesagt, er freut sich, dass jetzt eine Pause kommt. Wie ist das denn für Sie jetzt mit, sind noch... Er freut sich nicht. Sie haben gesagt, Sie fühlen sich schon ewig hier, aber Sie arbeiten ja mit der Mannschaft noch recht kurz. Ist diese Pause jetzt für Ihre Entwicklung der Mannschaft ganz gut? Und würden Sie vielleicht nochmal sagen, gestern ist die Champions League ausgelost worden, ist für Sie jetzt so der Wettbewerb, jetzt kennen Sie die Gegner, ist für Sie jetzt alles klarer und wie sehr freuen Sie sich dann, wenn die Länderspielpause zu Ende ist? Ja,
ich glaube, mit der Frage über Champions League werde ich dann noch ein klein bisschen auf Englisch gehen, wenn das geht für ihn. So, I think for the international break, the important part of it is that I think we find ourselves in a position where we can analyze the work that we've done so far with the team, and we can look back at every game, we can look back at everything we've done with the players, training sessions, and sort of plan the next period. So that's one of the things you can do. I really like in the international break to have a good mix between Also, er hat gesagt, es ist dann eine gute Zeit, um nochmal zurückzublicken, das alles zu analysieren, jedes einzelne Spiel nochmal anzuschauen und dann die nächste Phase zu planen. Ja, jetzt in dieser Nationalmannschaftspause. Players we need to have a little bit of extra time off. So, for example, guys like Thomas Müller, Manu Neuer, they've been serving the country for so many years so well, and they deserve to have a little bit of time to recover now and also build a new energy for the rest of the incredibly tough period of games. But then you have also players who need extra fitness, and you have young players that we're able to see because the groups, probably the under-23 and the first team, will be together in the international break. So we get to see the next talents, the players who are going to be hopefully maybe the next Musialas, hopefully maybe the next, maybe. Who knows? But we get to. Ja, er sagt halt, es ist natürlich auch gut dann für so Müller und Neuer, die super viel für ihre Nationalmannschaften getan haben, aber dann jetzt durch diese Nationalmannschaftspause halt Zeit haben zur Regeneration, den Akku wieder aufzuladen und natürlich dann auch wieder mehr den Fokus auf die jungen Talente zu legen, die ja da sind. Und wie er gerade sagte, und hoffentlich den neuen Musiala dann zu finden. To see them, so that's on the side of the international break. So it's a really I enjoy this period of time, and then from the Monday before the week starts for the game against Kiel, then you start again just match preparation, and then when you ask about the Champions League, ja, uns persönlich nervt das natürlich, so ein Break. Vielleicht ist es für ein Company und unserem Verein vielleicht wirklich gut. Ja, dass man dann, wie er schon sagte, dann nochmal reflektieren kann, zurückblicken kann, sich alles nochmal angucken kann. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und klar, für die älteren Spieler eine extra Pause ist natürlich auch nicht so verkehrt. I'm excited about the games, very much so. I'm excited about the variety of teams that we are going to face. But don't ask me to give you a feeling of I don't know. I want to win every game if possible, but I don't know if how it's going to be to compete with a team that you're never going to play against, and yet you're in the same league table. But hey, Vincent! Ich habe ihn vorher ja schon gemocht, ja, aber er kritisiert genau dieselbe Scheiße wie ich, beziehungsweise er sagt, er kann es auch noch nicht einschätzen und noch nicht fühlen, dass man halt in einer Tabelle steht, wo man aber nicht gegen jeden Gegner spielt. Ja, aber in einer Tabelle ist und gemessen wird. Das sehe ich halt genauso. Das ist halt wild. Ob das rüberkommt vom Feeding her, werden wir sehen. Ja? Like with everything, I'm thinking we're gonna get used to it, and Hauptsache ist, dass Fußball gewinnt für diese Champions League. Max. Ja, ansonsten hat er gesagt, er freut sich natürlich auf die Varietät oder die Varietät der Gegner. Ja. Habe ich ja auch schon gesagt, es ist halt ein bisschen interessanter, als wenn du Hin- und Rückspiel gegen 3 Mannschaften hast und jetzt gegen 8 unterschiedliche spielst. Wir werden sehen, ich kann es halt schwer einschätzen. Ne? Ich sehe das halt genauso wie Company. Es ist halt wild, dass man in der Liga in einer Tabelle ist, obwohl man nicht gegen diese Mannschaften alle spielt. Ja. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann so anfühlen wird. Gut. Maximilian Koch für die Abendzeitung. Ja, eine Nachfrage noch zu den Transfers. Kann sich bei Kingsley Coman noch was tun und wird er am Sonntag im Kader stehen? Der Max Eberl hat es doch gesagt, auf der Abgangsseite kann noch was passieren. Ja, natürlich, er hat bei uns Vertrag und natürlich steht er im Kader, wenn er noch da ist. In anderen Ligen sind die Transferfenster länger offen, aber momentan gibt es jetzt keine großen Anzeichen, dass wir Saudi mit einem veränderten Kader, außer vielleicht eine Personal, die von angesprochen ist, in die Saison gehen werden. Also heißt Leon auch, guck mal,
wieder perfekt gestoppt. Da sieht man, es geht mit dem Zusammenkader in die Saison. Nee, wie gesagt, wir werden da am Montag noch mal ein bisschen drüber quatschen über die Transferphase. Aber ich persönlich, meine Meinung ist, dass ein Eber sich das alles ein bisschen anders vorgestellt hat. Ja? Und dann kam der Hammer vom Aufsichtsrat, was man auf der einen Seite ein bisschen verstehen kann, auf der anderen Seite wäre es vielleicht besser gewesen, wenn man die Spieler verpflichtet hätte, wo man meinte und damit die vorhandenen Spieler noch mehr unter Druck gesetzt hätte, dass sie halt sehen, dass die Konkurrenz da ist und sie noch weniger spielen werden. Aber gut, so ist es jetzt. Aber wie gesagt, da gehen wir am Montag mal rein. Ja, hinten der Kollege in der Mitte. Aber bitte. der Gesichtsausdruck mit den sagt eigentlich alles Nochmal aus. zur Champions League kurz. Wie findet ihr denn die Gruppe an sich und den neuen Modus vielleicht doch mal darauf eingehen? Ob ihr es gut findet. Nicht eine Gruppe. Ja, genau. Es gibt, it's a League Table. Aber ja, ich habe schon gesagt eigentlich, ich freue mich auf die Partie. Ich weiß, Auswärtsspiel in Rotterdam ist immer schön, zu Hause gegen Paris, auswärts in Barcelona. Ich weiß auch, die andere Mannschaft werden sich freuen, dass die in die Allianz Arena spielen können. Und also es ist für mich einfach so, Hauptsache, die Spieler bleiben fit, dann können wir Fußball genießen und das ist wichtig für mich. Und ich finde jetzt, erstmal ist es für uns alle neu. Auch gestern die Auslosung hat sich neu angefühlt. Früher hast du ganz viele Kugeln gezogen. Gestern wurden ein paar Kugeln gezogen. Der Rest wurde dann mit dem Buzzer mehr oder weniger erledigt. Aber bei der Menge der Paarungen und des Formates auch notwendig. Cristiano war der Meister des Buzzers. Es fühlt sich neu an, es fühlt sich spannend an. Bis jetzt muss ich sagen, ich freue mich sehr drauf, weil es anders sein wird. Weil früher wusstest du, okay, nach der Auslosung wirst du mit 3 Gegnern konfrontiert, erklären was dazu. Jetzt hast du 8 Gegner in unterschiedlichsten Situationen. Du weißt nicht, wie die in der Liga dann funktionieren, auch in unserer Liga, also in der Champions League Liga dann funktionieren und aussehen, wie da der Druck dann auch entsteht. Weil früher war es ja oft so, dass nach dem 4. Spieltag eigentlich klar war, welche beiden durchgehen. Und es ging nur darum, wer wird erst dann Zweiter. Und dann ging es noch darum, wer kann die Europa League erreichen oder nicht. Das wird sich natürlich ändern. Du wirst bis zum letzten Spieltag um diese ersten 8 und dann eben vielleicht andere Vereine um diese nächsten 16 Plätze kämpfen, um die Chance ins Achtelfinale zu bekommen. Es fühlt sich für mich wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr aufregend an und deswegen freue ich mich auch sehr drauf. Ja, ich kann es noch nicht einschätzen. Ja. Denke auch, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, wie er aussagte, ja, 8 Gegner und so ist alles ein bisschen geiler. Ich habe auch kein Problem mit der Sache an sich, also mit den 8 unterschiedlichen Gegnern und so, alles fein, auch wenn man da nicht weiß, wie da was zustande kommt, wer Heimspiel hat und wer nicht und so. Aber dass man in einer Tabelle steht mit Mannschaften, gegen die man nicht spielt, finde ich schon wild. Aber wir werden sehen, wie es sich darstellt, wie es sich anfühlt. Oh, wir haben noch 2 Fragen, ja. Carrie Howe noch mal bitte. Herr Kompanie, Sie waren ja auch lange Kapitän bei Manchester City. Jetzt ist bei der deutschen Nationalmannschaft diese Frage offen, weil Manuel Neuer eben zurückgetreten ist. Joshua Kimmich ist da der heißeste Kandidat, würde ich mal sagen. Finden Sie, er hat das Zeug dazu zum Kapitän? Wie erleben Sie ihn auch in der täglichen Trainingsarbeit? Und noch eine Frage an Herrn Eberl. Es sind ja auch ein paar Spieler jetzt verliehen worden. Einer davon, Paul Wanner, hat gestern wieder ein Tor erzielt, hat sich stark entwickelt, jetzt schon im letzten Jahr auch bei Elversberg. Wie genau blicken Sie bei ihm auch hin? Ja, na klar, man blickt bei jedem genau hin, den man verleiht. Und natürlich hofft man bei jedem Spieler, dass er den nächsten Stepper macht. Ne? Ja, ich will auch Respekt haben für die Kollegen von der deutschen Nationalmannschaft, wenn ich jetzt eine Ausrede mache. Ich glaube, das muss ein Prozess sein. Eine Aussage, meint er, ne? Das nur beim DFB passiert und meine Meinung dazu ist im Moment nicht wichtig. Richtig. Ich kann nur sagen, für Bayern München und für uns ist er ein Führungsspieler. Also es gibt gar keine Frage. Und was er bisher für mich gemacht hat, als ich bin jetzt, wie lange, 2 oder 3 Monate Trainer hier, war sehr wichtig und war genau, was ich brauchte. Wie es dann bei der Nationalmannschaft geht, das muss der Staff von der Nationalmannschaft, die müssen das zusammen entschieden und der Bayern-Trainer muss nichts dazu sagen, glaube ich.
Ja, vollkommen richtig. Dann ihr beide hier vorne nochmal, Stefan Kumberger. Entschuldigung, zweite Teil. Dieter, was ist denn wieder los heute? Da kriegst du aber gleich vom Chef erstmal, ne? Junge. Zweite Teil. Aber danke, dass du mir das wegwischen wolltest. Diese komplizierte Frage. Endlich mal eine schöne Frage und eine wirklich schöne Frage. Na gut, als wir anfingen, Christoph und ich, war ja der Campus für uns ist ein wichtiges Thema. Also beide, sowohl Christoph als auch ich, kennen aus unserer Vergangenheit, wie wichtig es ist, Top-Talente zu entwickeln, zu fördern. Bayern weiß es auch. Große Zeit damals mit Bartschow, ohne ich jetzt zu weit zurückgehen muss, aber Thomas Müller, wie sie alle hießen, jetzt Jamal und Alex, das ist eben einfach Identifikation und das ist für Bayern München ein extrem wichtiger Fakt und früher war es so, du kommst in die erste Mannschaft, spielst zweite Mannschaft, trainierst erste Mannschaft und dann schaffst du es irgendwann oder du bist weg. Und das, glaube ich, hat sich rapide geändert. Also mittlerweile möchte man und will man auch in Wege finden, wie man eben Spieler an ein Champions-League-Niveau, an einen deutschen Meister, ein deutscher Wir sind kein deutscher Meister gerade, Max. Meister werden wollenden Verein. So ist besser. Entwickeln kannst. Und dieser Weg über die Laien ist einfach dann ein sehr sinnvoller Weg. Und Christoph und Richard Kitzblicher zusammen mit uns haben es geschafft, dass wir sehr früh diese Laien hatten. Jetzt, was mit Gabi vielleicht passiert, das ist jetzt nicht ideal, aber auch das gibt's eben, da gibt es eben Spieler, wo man sagen kann, vielleicht schaffen sie es schon bei uns den Sprung und wenn nicht, dann muss man doch nochmal drüber nachdenken. Aber 90% der Spieler, die wir verleihen wollten, haben wir im Grunde vor der Vorbereitung der neuen Vereine verliehen. Und das macht es den Jungen natürlich einfacher. Du kommst in einen neuen Verein rein, du lernst den Verein kennen, du lernst deine Mitspieler kennen, du kannst Vorbereitungsspiele machen, du kannst dich versuchen, diese Startelf zu spielen und kommst nicht hin, wenn eine Startelf eigentlich schon steht. Und Paul Wanner hat es, wie angesprochen von Ihnen, in Elversberg letztes Jahr schon in einem nicht einfachen Umfeld. Wir kennen Elversberg, große Wertschätzung für diesen Verein, weil Horst Steffen kenne ich noch als Trainer in Mönchengladbach aus der Jugend heraus. Aber wenn man das Stadion so halbfertig gesehen hat, dann hat es sich irgendwie anders angefühlt, wie vielleicht HSV oder Schalke oder Köln. Aber Paul hat zusammen, damals mit der Truppe, eine richtig tolle Entwicklung genommen und für uns war klar, wir müssen jetzt den nächsten Schritt für ihn finden, weil in der zweiten Liga hat er schon gezeigt, das Format hat er. Und Heidenheim ist ein großartiger Verein. Gratulation für Heidenheim in die Conference League. Ich glaube, da müssen sich andere Gedanken machen. Heidenheim schafft's und was passiert mit uns? Ja, das ist Chapeau, Lob und Anerkennung, Respekt für diesen Verein, das geschafft zu haben. Und für ganz, ganz viele andere ist es so ein Schlag, so Bud Spencer-mäßig, so ins Gesicht. Ja? Da sollten sich ganz viele andere Vereine mal, ja. Es wird sehr interessant sein, wie es natürlich jetzt mit der Doppelbelastung und so dann abgeht in Heidenheim. Aber ja, Chapeau. Dementsprechend ganz großer Erfolg für Heidenheim und für uns, für Paul natürlich eine fantastische Plattform, wo er sich jetzt auf höherem Niveau weiterentwickeln kann. Er scoret regelmäßig, sowohl als Tor als auch als Assistgeber. Aber auch die anderen Laien von Franz Kretzig, von Zworanek nach Graz. Lass jetzt mal Alex Nübel raus, der ist schon etwas älter und gestandener. Aber auch diese ganzen Laien, die wir gemacht haben, die machen alle Sinn und die sind bei guten Vereinen. Wir sind eng im Austausch über den Richard Kitzbichler und sehr nah dran. Ja, und da hoffen wir uns eben auch Spieler zu entwickeln, die dann eben in Zukunft in der Allianz Arena nicht als Gastmannschaft auftreten, sondern in der Heimmannschaft. Und Paul hat ein sehr großes Potenzial. Entschuldigung, ich antworte ein bisschen länger. Endspurt bitte. Stefan Kumberger. Ja, Herr Kompanie, am Sonntag gibt es ja noch einen Gegner, den SC Freiburg. Wie nehmen Sie die wahr? Auf was muss Ihre Mannschaft achten? Ja, und ich wollte gerade sagen, also es ist sehr wichtig und danke für die Frage über Freiburg. Also ich habe eine Meinung, aber das muss ich wieder auf Englisch sagen, ist einfach für mich. So, I think when it comes to Freiburg, the more you analyze the team, you get to understand the club as well. And I think from our side, but from my side, when I analyze them, it's impressive because the resources that Freiburg have financially are not the same that other teams have in the Bundesliga, but when you watch the team and you see them behave, they have a very clear identity, very clear. And the few things that they do that links to their identity, they are amongst the best at doing that. And if you link it again back to how clear the club has been for so many years, how many years they've been in the Bundesliga, how strong a connection they have with
the local people through the staff that comes through from Freiburg Jugend to Freiburg Erste Mannschaft. The players that are coming through the academy and how they compete as well at the top level. Also er hat bisher erstmal nur mal das ganze Grundkonstrukt Freiburg gelobt. Ja, dass Freiburg mit ganz, ganz wenig Mitteln ganz, ganz viel macht, eine klare Identifikation hat mit dem im Umfeld und so weiter und so fort. Ja, einfach mal grundsätzliche lobende Worte über das Konstrukt Freiburg von außen betrachtet in seiner Wahrnehmung. As a club, as a model, it's a very impressive club. And then for us to play this game, I think we're gonna treat it's a home game for us. It's in the Allianz Arena, so there is absolutely no question as what is the goal for us. Yeah. But utmost respect for the opponent, and we're absolutely aware of the reason why they are doing so well for so many years. Okay, er hat jetzt so zu Freiburg nichts gesagt. Ja, wie gesagt, er hat das Konstrukt Freiburg gelobt. Aber ja, klar, er hat es auch gesagt, wir spielen in der Allianz Arena zu Hause und da gibt's auch keine Fragen. Ja, da geht's auch nicht, uns nach dem SC Freiburg zu richten, sondern wir müssen unser Spiel durchbringen und dann ist auch alles gut. Ja, ich erwarte einen klaren Sieg. Hoffentlich. Ich erwarte das, ob das passiert, ist eine andere Sache, Leute. Dann der Kicker nochmal bitte, Mario Krischl. Ja, eine Nachfrage noch zum Kader. Du hast gesagt, es gibt nur gute Nachrichten. Heißt das, dass alle, die ein bisschen kürzer getreten sind, Min Jae Kim, einsatzbereit sind? Und auch Frage zu Leroy Sané, ist der dann jetzt auch schon wieder Kader für Option für ein paar Minuten? Sorry. Ja, einsatzbereit, das werden wir sehen, aber wenn ich sage, nur gute Nachrichten, das heißt, dass es könnte auch schlimmer sein und es ist nicht so schlimm und und ich glaube, dass wir ganz nah dran sein, dass wir alle zur Verfügung haben, aber ich will das auch jetzt nicht, ich will auch nicht zu viel Druck machen darauf, dass alle für dieses Spiel zur Verfügung stehen, aber auf jeden Fall, wir haben keine großen Sorgen und hoffentlich haben wir ganz, ganz, ganz bald alle wieder zur Verfügung, außer die Spiele, die natürlich die Länge haben. Die allerletzte. Nikolaus Lenner für Bild. Ja, Frage an Herrn Eberl. Ich wollte noch mal nachfragen, wie es denn exakt zu der Entscheidung kam, vor einigen Wochen die Forderungen von Leverkusen für Jonathan Tah eben nicht zu erfüllen. War das was, wo Sie von vornherein gesagt haben? Das ist wieder Original Bild-Zeitung, ne? Da muss er jetzt nochmal nachfragen. Ja, wenn der FC Bayern, wenn Leverkusen 35 Millionen haben möchte oder 30 Millionen oder egal wie viel Millionen, wenn es so 10 Millionen sind, weil der FC Bayern sagt, nee, das ist mir ein Spieler einfach nicht wert, wenn er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ja, Punkt. Ja, warum soll man jetzt Leverkusen 30 Millionen in den Arsch schieben, wenn der Spieler nächstes Jahr ablösefrei zu haben ist? So, dann sagt man, wir sind bereit 20 zu zahlen. Ihr wollt das nicht? Gut, dann kommen wir nicht zusammen. Ist doch völlig fein für alle Seiten. Ja? Gut. Gesagt haben, nein, das können wir nicht machen, oder war das auch was, wo der Aufsichtsrat gesagt hat, das übersteigt das, was wir zahlen wollen in diesem Transferfenster? Bayern München ist ein Verein, wir dürfen sportlich entscheiden und wenn wir nicht bereit sind, Summen zu bezahlen, die wir vorher im Aufsichtsrat natürlich auch abgestimmt hätten, wenn es so gewesen wäre, dann würden wir sie nicht bezahlen. Auch wenn der Aufsichtsrat gesagt hat, ihr könnt das bezahlen und wir aber das Gefühl haben, es wäre nicht so, dann würden wir es nicht tun. Das ist jetzt eine ganz allgemeine Antwort, weil ich den Sachverhalt da jetzt relativ eindeutig und klar dargestellt habe und warum und weshalb und wieso und was jetzt nochmal für Geschichten hintenrum entstehen, ganz ehrlich, das ist mir egal, wie ich es geschrieben habe oder gesagt habe, so war es. Und wir müssen Entscheidungen fällen. Das haben wir aber jetzt, glaube ich, in jeder PK gesagt. Wir haben Ausgaben getätigt, wir müssen Einnahmen tätigen. Sag mir einen Verein außer Chelsea, das ist mein Lieblingsverein, der nur ausgibt und irgendwie gefühlt nicht einnimmt. Barcelona. In Deutschland ist es so, dass du Einnahmen und Ausgaben einfach gegenüberstehen hast und da muss man sich bewegen. Und wenn man plant, was man einnehmen könnte, dann ist das weniger. Ich habe heute mit irgendjemandem gesprochen. Und auch da wieder, ne? Der schlaue Zuhörer, wenn man plant, was man einnehmen könnte, das dann nicht passiert. Ich denke, man hat halt klar damit geplant, dass ein Kingsley Coman oder ein Serge Gnabry wechselt, dass ein Goretzka wechselt. Die wollen alle nicht wechseln. Dann hast du natürlich die Einnahmen, die fehlen, dann kannst du damit nicht planen. Ja.
Aber wie gesagt, da gehen wir mal am Montag im Stream drauf ein. Ich habe gesagt, hör mal zu, du hast Lotto gespielt und du kannst dir heute den Porsche kaufen. Weißt aber noch nicht, ob du einen Lottogewinn wirklich bekommst. Würdest du den Porsche kaufen? Ja, natürlich nicht. Ja, und so ist es normal im Leben. Man kann dann kaufen, wenn die Geldbörse es hergibt, egal was man kaufen möchte. Ich muss Audi sagen. Könnt ihr das cutten nochmal? Cutten, Audi. Familie. Geht noch durch. Familie, okay. Okay, dann beschließt die Familie diese Pressekonferenz. Wir freuen uns aufs Spiel am Sonntag. Bis dahin, servus, ciao. Servus. Der Max. Ja. Wie gesagt, ja, wir gehen da am Montag mal ein bisschen drauf ein. Das kann man halt aus beiden Blickwinkeln sehen. Ganz kurz vielleicht hätte es mehr Sinn gemacht, zu sagen, komm, wir machen erstmal noch die 2, 3 Transfers, die wir machen wollen, um die vorhandenen Spieler, die da sind, noch mehr unter Druck zu setzen. Ja. Weil dann hätten die vorhandenen Spieler noch mehr gewusst, oh, ich werde ja wahrscheinlich gar nicht spielen. Vielleicht hätten sie ja trotzdem gesagt, mir scheißegal, ich hock mich hier auch auf die Bank, ich kriege ja meine 17 Millionen. Ja, das ist halt dann das Risiko. Ja. Und das große Problem, ja, sind ganz am Ende des Tages sind es einfach die hohen Gehälter. Ja. Aber wie gesagt, da werden wir am Montag im Stream ein bisschen drüber quatschen. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, wir werden ein gutes Spiel gegen Freiburg sehen. Ein erfolgreiches Spiel. Ich denke mal, das steht an oberster Stelle. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Dazu sein.